Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am Pelzig. Ja? So, jetzt gehen wir mal durch hier was. und ihr legt die Kugel in die ausgestreckte Hand und seht zu, wie sie in die sengende Hitze gezogen wird. Einen Augenblick lang passiert gar nichts, dann hört ihr ein berstendes Geräusch und die Kugel Sag zerspringt. mir, was zu tun ist. Und wie ihr hier seht, fetzen die sich auch gerade ordentlich. Das heißt, ich sollte mich hier drum kümmern, dass ich mich arschleiche kann, ohne dass meine Leute hier in die widerwärtige Vorhaut gezogen werden. Und das heißt, ich kann mich jetzt hier entlang bewegen, ohne dass ich mit grausamer Attentate von Seiten von Versklavter oder anderer Wesenheiten zu rechnen habe. So, da haben wir noch 9 Goldmünze. Und da geht's auch noch in die ekelhafte Dingerei, aber ich glaube, mit dem Zerstörer von der Kugel sind die allesamt kaputt. So, ja, hier sind ein paar von den Wesenheiten schon verstorben. Ein Feuerball oder so können wir jetzt auch nicht 3 Jahre. Aber irgendjemand hat Oger beschworen. Der Hüter jetzt, das ist der Cambion. Wache, Wache, die Sklave fliehen, die Idioten, rufen der Herrn von der Leibeigner. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Ich werde die eben auseinandernehmen, damit die dreckige Sklaven zurückkommen. Ich werde ihnen das Fell über... Was soll denn das? Ihr gehört nur zu meiner Wache. Ja, ihr seid es. Ihr ruft die Probleme hervor. Ich werde euch bis in alle Ewigkeit leiden lassen. Ja, das bringt doch nichts, weil er uns gerade nicht sieht. Ich will zermatschen. Ich kann es aber versuchen, ihn von hinten zu attackieren, aber ich glaube, Dämonen sind gegen sowas immun. So, jetzt gerade nochmal fort. Bisschen wegrücken. Sag mir, was zu tun ist. Oh, jetzt hat der Mistkerl Abidalzims abscheuliche Austrocknung gewirkt. Gewirkt. Ja, Abidalzims abscheuliche Austrocknung. Das ist ein sehr hochrangiger Zauber auf Stufe 8. Oh, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Halte mal den Gaularm. Das kann ich besser. Das kann ich echt besser. Abdel Adrian Meuchler. So, warte mal. Das kann ich besser. Ihr Annacher, ihr geht bitte bis dort hoch. Ich hoffe, das bringt was. Abdel Adrian, du bleibst Ich hier. kümmere mich drum. Du musst die Kugel reinschmeißen. Weich Annacher hätte ich ganz gern. Jetzt ist wieder. Natürlich ist Vikonia wieder in der Eichel gelandet, das war klar. Und die folgt jetzt bitte ihre Kumpels. Dann gucken wir nämlich erstmal hier die Ebene uns an. Corgi staubt die Münze ab und dann gucken wir mal, ob wir da nicht noch reinschluppen können. Ja, tatsächlich. Da sind... Oh, scheiße. Wolfwehr und höherer Wolfwehr. Oh, leck. Oh, leck. Ich hab schon weniger. Die sind arg... die sind arg regenerativ begabt, die Kreaturen. Auf euren Das Befehl. heißt, Ja, bei den Biester muss man höllisch aufpassen. Meine Axt. Ja, das Gerade die klingt höhere okay. Wolfwehr, die regenerieren sich unglaublich schnell, schneller als jeder Trolleybus. Deswegen erstmal allesamt um die höhere Wolfwehr sammeln und drauf knüppeln, was geht. Die können sich sehr schnell wieder zurückheilen, wie ihr seht. Leicht verletzt, verletzt, leicht verletzt. Die heilen sehr, sehr schnell die Knaber. Ich stehe euch zu Dienst. Entschuldigung, ich finde das jedes Mal so lächerlich. Das klingt noch... Das klingt immer so noch Superheld, wie man sich mit 8 Jahren vorstellt. Macht's kurz. So, hopp, alles am Druck. Okay, der verreckt uns noch nicht. Sag mir, was zu tun Abdel ist. Adrian, Ist du schon kommst jetzt geschehen. auch wieder zu der Party mit dazu. Oh, Was wollt fuck. ihr, Oberweltler? Die verrecken Was uns darf hier. es jetzt sein? Meine Axt ist Okay. verdammt. Allesamt auf den Ich Wolfwehr. warte. Abdel Adrian, du machst das mit dazu kommst zu der Party. Boah, scheiße. Okay, jetzt noch mal gucken. Los. Den Wolfwehr kriegen wir auch noch platt. Auf mit euch.
So, sehr schön. Jetzt gucken wir noch, dass ich den irgendwie platt gedrückt krieg. Schmeißen wir noch ein magisches Geschoss auf die Was Schnut. gibt's? Corgi, du heilst dich. Und jetzt drauf, allesamt auf den. Macht's kurz. Alle auf den. Komm schon. Dali, Dali! Ja, Korkan ist immer noch ziemlich hinüber. Höherer Wolf, wer stirbt. Okay. Huh. Ja, wenn es denn sein muss. Ja, Lecco Mio, 15.000 Erfahrungspunkte gibt der. Also es ist nicht gerade die schwächste Kreatur, muss man dazu sagen. Oh, das hat jetzt ordentlich nochmal Schaden in unserer Gruppe reingefetzt. Schar führt meine Hand. Und das ist ja alles schön und gut, Zeigt mir Richtung aber... mit dem Schwert und ich werde angreifen. Uah, da kommt auch so Gestalt Mir, was zu gewackelt. tun ist. Wächter der Versklavten. Okay, das ist jetzt Gute wieder Idee, N. das mir zu übertragen. Gegner, Deine wenn ich, Zeit ja. ist abgelaufen, Freundchen. Die dann gegen der Campion und Saloid kämpfen. Okay. Na gut. Probieren wir es nochmal aus. Was hat der? Langschwert plus 1 hat er noch mit dabei. Das ist sehr schön. Das kann der Eder erstmal haben, obwohl, nee, der hat schon so viel. Handschuhe, die kann er nicht identifizieren. Das geht auch gerade nicht. Okay. Ring ist leicht. Dann schmeißen wir Ich zu warte. Wiki. Komm, der Rede wert. Dann so und ich so. hoffe, das bringt was. Und du tragst der Abfall jetzt raus. Mann, oh Meter. Also, da muss ich echt schon sagen, da geht die Luzi gewaltig ab. Jetzt probieren wir das noch einmal. Manchmal muss man halt einfach die Taktik nochmal überdenken, das ist so eine Sache. Aber das kriegen wir alles hin, denke ich. Solange der Campion nur gegen seine eigene Leute kämpft, die er vormals versklavt hat, ist alles in Ordnung. Weil da hakt er dann schon die große Zauber raus. Und dann kriegen wir das nicht ab, den ganzen Schampel. Ich bin beschäftigt. Finger des Todes hat er zum Beispiel jetzt schon gewirkt. Okay, schmeiß doch mal so eine Verwirrungszauberei. Und mal gucken, wenn es trifft. Niemand. Na toll. Okay, Na, meinetwegen. dann machen wir das anders. Ich kümmere Probier mich mich doch reinzuschleichen irgendwie. Dein Gesicht. Das sind die klassischen Ogergeräusche. Ich zermalm dein Gesicht. Ich will zermatschen. Okay, probier dich mal am Hüter. Ich will zermatschen. Okay, nochmal. Tatsächlich, 46 Schadenspunkte habe ich ihm zugefügt mit dem hinterhältigen Angriff. Jetzt verschwinden wir noch einmal und machen den selber Scheiß noch einmal. Okay, beim Hüter hat es tatsächlich funktioniert. Er attackiert auch seine eigene Leute. Ich will zermatschen. Boah, und jetzt mit 86 Schadenspunkte gekillt. Sag mir, was zu Perfekt. tun ist. Ich Alle auf der zermalm dein Gesicht. Yuan Team-Mark, ja? Und die Geil, aus dir mach ich Prahl. Anna. Okay, jetzt allesamt nochmal auf der Yuan Team-Mark, ja? Okay, mein Ogie Bogie, den hat zerrobbt. Aber das kriegen wir alles hier. So, da jetzt auf der Salamander. Gelaufen, Freundchen. Der Oger-Verbündete war nur sehr kurzzeitig, wie es scheint. Muss nur einer von der versklavten Berufe haben. Okay. Geschehen. Ich würde sagen, jetzt machen wir uns ans fröhliche Flattern. Bin dabei. Ihr würdet doch keinem Gnom was tun, oder? Ah, der wieder. Ihr habt den Wächter besiegt und uns alle befreit. Ich wünschte, ich könnte euch auf andere Weise danke, mein Fürst. Aber ich bezweifle nicht, dass ihr euren Heimweg allein finden werden. Bitte, nehmt mein herzlichste Danke an die Leibeigene, die heimgesperrt worden sind. Werden euch nie vergessen. Dafür gibt's ranzige 5000 Erfahrungspunkte. Das geht besser, Jungs. Okay, Sterne Saphir, das können wir hier reinpacken. Die sind nicht schlecht. Ein paar von den Dinger können wir verkaufen. 2577. So stelle ich mal Belohnung vor. Zelle Schlüssel vom Gefängnis der Ebene. Dieses Zepter ist in Wahrheit eine merkwürdige Art von Schlüssel. Ihr habt den Schlüssel bei der Leiche des Hüters gefunden, in dem seltsam außerdimensionalen Gefängnis in das Relis und Herdalis gebracht worden sind. Vermutlich handelt es sich um den Schlüssel zu den Zellen der Gefangenen. Wer hätte es gedacht, ja. Dann haben wir hier noch etwas, ein helle Badeschaft. Das ist auch noch sehr, sehr cool. Das können wir aber leider nicht identifizieren. Das kann er auch nicht identifizieren, das Kurzschwert. Und das kann ich wahrscheinlich auch nicht. Nee. Das wird der helle Bade sein, die später noch recht wichtig sein könnte für unser Leute. Sag mir, was zu tun ist. Gucken wir gerade noch, was die so von Schampel bei sich Wenn es gehabt denn haben. sein muss. Und wie schaut's aus? Langschwert plus 1, das können wir verkaufen.
Stinknormale Kampfstab, den wollen wir nicht verkaufen. Kriegshammer +1 könnte das sein. Und wieder Langschwert +1. Das sollen mir alles recht sein. So, Kriegshammer +1, genau. Das geht alles an Corgi. Dann können wir den Scheiß verkaufen. Langschwert +1. Perfetto. Da haben wir noch was. 50 Goldstücke, Kugeln +1, die können wir immer gebrauchen. Ich bin nur wenig überzeugt, dass die Ehre hier auch nur eine winzige Bedeutung hat. Ich werde meine Augen offen halten und mein eigenes Urteil fällen. Ja, warte mal ab. Wenn du erstmal chaotisch neutral bist, dann warte mal ab, Anomen. So, jetzt gucken wir uns da nochmal um. Die dumm. Da ist noch irgend so ekelhaft die Kugel, da ist aber kein Mensch drin. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, auch alles abgeflattert, was geht. Das ist gut. Ja. Und dann ab zum Gefängnis hier neben. Und da finden wir doch die ganzen Schauspieler. Hi Leute. Ihr kennt uns erst seit so kurzer Zeit. Und doch habt ihr unseren Frieden mit eurem Blut erkauft. Mein Kind, mein Freund. Das ist eine Schuld, die ich niemals zurückzahlen kann. Naja, ihr habt mich ja bezahlt, insofern. Aber wir müssen gehen, bevor der Herzog seine Streitkräfte schickt. Ich werde mal Kräfte einsetzen, um weitere Astraltunnel zu öffnen. Seid ihr bereit, Herr Dalis? Miss Raylis, ich kann nicht mit euch kommen. Nicht dieses Mal. Nee, keine Schauspielerei mehr, Herr Dalis, kein Theater mehr. Ich wünschte, ich könnte Raylis, aber ich bin nur eine weitere Mod, die ja Flammen zu nahe komme ist. Euch zuliebe hieße, die Flamme im eigenen Tod zu ersticken. Das werde ich nicht machen. Seid doch kein Narr, Herr Dalis. Es gibt keinen mysteriösen Schriftsteller, der unser Stück geschrieben hat. Ich habe der widerspenstige Lähmung geschrieben. Es war mein Stück. Ich habe uns das alles eingebrockt. Ich weiß, Fräulein Raylis. Mein Herz habt ihr für immer, aber ich muss tun, was zu tun ist. Vielleicht kann ich ja weil zusammen mit Abdel Adrian reisen, aber die materielle Ebene lockt den Spatz in jeden Fall. Dann geh, mein wunderbarer Herr Dalis. Erinnert euch in eure nachdenkliche Stunde mit Freude und Wehmut an uns. Und ihr, Abdel Adrian, geht mit meinem Dank und nehmt die wunderbare Glühbirnchen mit. Das wunderbare Glühbirnchen mit. Naja. Also Herr Dalis nehme ich nicht mit. Normalerweise ist es auch okay, wenn ich einen chaotisch neutrale Bade brauche, so als Support-Charakter, warum Der nicht? Spatz ist zum Flug bereit. Auf euer Geheiß natürlich. Aber ich nehme ihn jetzt nicht mit. So, meine Rabe, die materielle Ebene ist ein Tummelplatz für uns beide. Sollen wir gemeinsam reisen, um ihren Ruhm zu bestaunen? Komm, ich nehme ihn jetzt erstmal mit und sag, dass ich noch einen gefährlichen Magier haben will. Herr Dalis hat auch noch eine Stufe erhöht. Ich gucke mal kurz an für euch. Also er hat hier Entropie beispielsweise erschwert. Das gibt dann Gift, wenn man den Rettungswurf nicht schafft. Das ist eine +2 Klinge und hier nochmal 30 Sekunden Geschicklichkeitspunkte Verlust. Herr Dalis ist ein Tiefling. Das sind die Nachkommen von Leuten, die früher mal Teufel oder Dämonenblut in der Adern gehabt haben. Relativ hohe Stärke hat er. Er ist Waffenkünstler, das ist eine Spezialisierung von der Bade. Stärkung Geschick ist auf 17, die Konsti auf 9, das ist relativ schlecht. Er ist auch nur Stufe 11 hier. Intelligenz 15, Weisheit 13, Charisma 16, das ist ja alles schön und gut. Aber er kommt hier nicht für uns in Frucht und interessanterweise ist er als Halbelf dargestellt. Und er ist auch der einzigste Tiefling im Spiel, muss man auch dazu sagen. Er kann dann auch Magierzauber verwenden. Und ja, Kurzschwerter kann er. Kampfstil mit 2 Waffen, dann kann ich jetzt nochmal erhöhen. Einfach mal so just for fun. Aber wirklich interessante Sache hat er eigentlich nicht parat. Insofern verzichte ich auf ihn. Ich schmeiße ihn jetzt auch gerade wieder raus. So, weg mit dir. Zack. Nun, die Frage... Ist Zeit, getrennte Wege zu gehen. Jawohl, du bist in der 5 Krüge zu Wie finden. war euer Leben, bevor ihr ein Ach, die Abenteurer wieder. wurdet? Schien es nicht einfach, weniger kompliziert? Auf jeden Fall ist jetzt wenigstens die Zeit vor. Ja, schien wohl so. Das wäre schön, Abdel Adrian, ne? Die innerhältige Intrige und psychopathische Wahnsinnige hinter sich zu lassen. Sollen doch andere gegen sie kämpfen und Sieger. Och, ihr könnt euch jederzeit von dieser miserablen Existenz, die wir hier führen, trennen, wie Konja. Ich glaube, ihr wisst nicht mehr, wovon ihr sprecht. Na, okay. Da lohnt es sich wohl, zumindest drüber nachzudenken. An dem Leben gibt es viele Dinge, die ich gern hinter mir lasse tät. Das ist ein Angebot, was man nicht so abtun sollte. Wir sollten uns das wohl überlegen, Abdel Adrian.
Wir sollten uns das genau überlegen, Vikonia. Ja. Aber wie würden wir uns die Zeit vertreiben? Das Leben von einem Abenteurer ist verführerisch, voll von wunderbaren Schätzen, beispielsweise exotische Dinge und tobende Kämpfer. Aber ich denke, ich könnte auf ein bisschen Aufregung zugunsten von ein bisschen Sicherheit verzichten. Bringt auch schon mehr, ja, das ist ein bisschen Jammerlappe-Antwort. Okay, ich mache das zweite. Aber wenn ich das tue, werde ich auf einen anderen Weg zurückkehren. Ich glaube, darüber muss ich nachdenken. Okay, jetzt haben wir der ein bisschen was zum Nachdenken gegeben. Der Anomen kann aufsteigen. Und er kriegt Priesterzauber von der Stufe 5, 4, 5 und 7. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Da hat jetzt so Stufe 14 tatsächlich schon Stufe 7 erreicht mit der Zauber. Das ist sehr gut. Hier würde ich eigentlich noch eine schwere Wunde ganz gern reinmachen. Schwere Wunde heilen. Hier würde ich ganz gerne kritische Wunde heilen noch reinmachen. Und Stufe 7 will jetzt wohl überlegt sein. Das ist das mächtigste, was es gibt an Priesterzauber. Da können wir den Finger des Todes, der Feuersturm eventuell nehmen. Aber ich glaube, der ist nicht so besonders gut. Erdbebe könnte man noch nehmen. Ja, Erdbeben. Und da ist aber noch ein Nachteil mit dabei. Du könntest auch sein, dass ein Erdelementar plötzlich erscheint. Tor ist natürlich sehr, sehr geil. Man kann nur Höllerschlundscheußer damit rufen, was für ihn kämpft. Aber ohne Schutz vor Bösen attackiert es die Gruppe. Und selbst wenn, kann es auch sein, dass es die Gruppe attackiert. Das ist auch zu groß. Ich denke, Sonnenstrahl ist perfekt eigentlich. Das gibt 3 bis 18 Schadenspunkte. Und ansonsten noch geblendet. Und Untote kriegen nochmal bis zu 6 Schadenspunkte pro Stufe. Das heißt noch bis zu 66, wenn der auf Stufe 11 ist. Oder mindestens 11 Schadenspunkte zusätzlich. Und ansonsten, wenn sie scheitern, werden sie zerstört. Ich denke, Sonnenstrahl ist optimal, wenn wir es wieder mit Untote zu tun haben. Dann die Sache, der Abdel Adrian wird jetzt auch nochmal aufgestuft. Der hat nochmal 2 Trefferpunkte und 3 Sagenkunde kriegt. Das ist auch ziemlich gut. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal Fallefinder ein bisschen höher. Wir machen Schlösser öffnen noch ein bisschen höher. Und machen leise bewegen nochmal ein bisschen rein. So, okay. Gut. Gucken wir mal, was er mit der Sagenkunde noch alles irgendwie möglicherweise identifizieren könnte. Nee, das kann er wohl nicht. Naja, egal. Das müssen wir dann beim Händler machen. Aber ich steht Sarah, nachdem wir jetzt wirklich eigentlich alles erledigt haben, was Athkatla zu bieten hat, weil Diebesgilde haben wir nur noch die ich habe, die Jagd auf Valiga Cortala und Galen Bales Honorar. Das ist eigentlich wirklich Pillepalle, was ich jetzt hier nur noch habe. Dementsprechend bin ich eigentlich fertig mit dem, was es in Athkatla gibt. Da würde ich gerade jetzt nochmal hier bei der 5 Krüger Schlofe gehen. Sagt mir, was zu tun ist. Das wäre optimal. Hallo, meine lieben vergnügten Freunde. So, ich will sehen, was tauscht. Und dann schlofen wir jetzt mal königlich. Ach, sehr schön. Der Zahlmeister und... Okay, ich sollte zur Diebesgilde nochmal reingehen. Ihr müsst eure Gruppe Erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja, ja, schon klar. Dann die Sache, wenn wir jetzt hier durch sind, es fehlt eigentlich nur noch die Privatquest von Anomen, weil alle anderen Charakterquests, die kommen, glaube ich, nicht in Athkatla, beziehungsweise beim Korgan kenne ich die noch nicht mal. Edwin, der die Nessa-Rolle will, haben wir auch schon erledigt. Vikonia hat, glaube ich, keine besondere Quest. Ebenso wenig wie Korgan. Und Anomen müsste noch so im Laufe der Zeit eigentlich kommen. Okay, jetzt haben wir die 19. Stunde vom insgesamt 12. Tag, wo wir auf Reise sind. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz zu den Docks. Und schauen uns das mal an, was da abgeht. Okay, da ist es doch meine Gilde. Sehr schön. Gehen wir mal hier und gucken uns mal an, was die zur Sache haben. Das wird lustig, bevor wir auf die größere Reise gehen. Weil dort die Sache, bevor wir auf die größere Reise gehen, würde ich nochmal so lange schlafen, bis wir da bei der Gilde noch unser Zeug erfüllt haben. Und dann
den ich erst auf die große Reise gehe, die im Laufe vom Spiel dann noch auf uns zukommen wird. Jetzt warten wir noch, bis die anderen Hanebambel wieder durch sind. Das ist halt so ein bisschen schade, dass man nicht hier einfach sagen kann, okay, ich würde jetzt eigentlich ganz gern hier das Gedöns verlassen und würde jetzt eigentlich ganz gern hier reisen. Also das ist etwas schade. Das hätte man noch lösen können, dass man von seiner Karte aus reisen kann, ohne die ganze Zeit zum Ende vom Gebiet laufen zu müssen. So, jetzt gehen wir da nochmal rein. Und machen nochmal. Eure Diebe sind von den zugewiesenen Aufträgen zurückgekehrt. Sehr schön. Gucken wir uns mal, wie das abläuft. Erstmal ein Quick Save, dass wir ihnen Murks gebaut haben. Und dann rein mit uns. Und Ich halte das für ein sehr angenehmes Arrangement. das ist doch die Hauptsache. So. Es ist an der Zeit zu sehen, wie eure Diebe mit den letzten Anweisungen klargekommen sind. Ich werde mit dem Hans beginnen. Hans hat es auch ziemlich gut gemacht. Es war eine große Herausforderung für ihn, aber ein schmaler Ertrag ist die gebührende Belohnung für geringes Risiko. Das hat jetzt 200 Gold geben. Dann wollen wir mal sehen, wie Goschan euer Instruktion erledigt hat. Goschan ist mit einem kleinen Gewinn zurückgekehrt. Er muss kein großes Risiko eingehen. Du hast den Betrag angemessen, den er bei sich hat. Ach, wieder 200. Der nächste in der Liste ist Kretor. Mal gucken, was der für Fortschritte gemacht hat. Kretor hat es von dank eurer Instruktionen leicht. Er hat seine Aktivität auf Minimum und hat natürlich auch nur wenig Geld. Er hat Befehl und da steht als nächstes Morsa. Also der Kretor hat 250 gebraucht. Wollen wir mal gucken, wie sich unter eurer Führung die Morsa gemacht hat. Also wir sind jetzt insgesamt bei 650 Gold. Morsa hielt sich mit ihrer Aktivität zurück und hat nur geringe Menge illegaler Ware transportiert. Der Erlös ist entsprechend klein. Okay, insgesamt 750 Goldstücke. Letzte ist Varia. Gucken wir mal, wie die eure Anweisungen bewältigt hat. Die hat das auch gut gemacht, wenn man bedenkt, was für Einschränkungen ihr auferlegt habt. Das Risiko war gering, daher ist der Ertrag ebenfalls gering. Magerer Profit. 800 insgesamt. Naja, das war alles. Vergessen nicht, dem Quotemeister sein ADL zu geben, sonst macht Renal die Gilde dicht. Der zögert nicht lang. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen zwei Sachen. Ihr lasst euer Diebe mit der gleichen Anweisung weiterziehen, diese schon hin, oder ihr gebt ihnen andere Zielsetzungen. Würde ich gern ändern. Der macht Hauseinbrüche und Safe-Knacker, okay. Adlicher. Was soll er dann vor? Ja, ich würde ganz gern wissen, was er vorhat. Gut. Okay. Ich mag, dass der gerade bei Adlige sich ein bisschen zurückhalten soll. Ja, Gruppe sind sicherer. Okay, gut. Das ist beim Hans. Was macht dann der Goschan? Würde ich gern anweisen. Ich sage, er soll schnell machen. Okay. So schnell wie möglich. Sammeln von Infos. Okay. Kretor, wie sieht's bei dem aus? Beliebige Bürger. Er soll ach mal sich dummler. Taverner. Okay, es sollen vorsichtig sein. Da werden wahrscheinlich ein paar im Knast landen. Jetzt die Schmugglerin. Ich hätte ganz gern kleine Menge. Und die gefährliche Ware. Oh, nee, Sklave. Nee, Sklavehandel will ich nicht. Auf jeden Fall nicht. Schutzgelder und Erpressung. Okay. Okay. Nee, die Händler sollen ein bisschen mehr zahlen. Kein Schaden nehmen. Und die niedere Beamte erst einmal. Okay, sehr schön. Jetzt oder Schön, einen potenziellen Josta. Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Zum Gruß, Adrian. Es ist Zeit, Renal erwartet euren Tribut. Ja, keine Kunst Aufregung. Es ist keine Aufregung. Ich bin nur darauf bedacht, eine Gildequote zu erhalten. Renal wart drauf. Er tät gern sehen, ob ihr einträgliche Gildemeister seid. Wenn nicht, wird jemand anders ernannt. Naja, wenn ihr so freundlich sein wollt und mir das Gold geben, das ihr mir schuldet, ist nur ein kleiner Betrag. Die Gilde sieht wohlhabend aus. Das sind zwar 500 Goldmünze. Ja, komm.
Ich zahl's. Es ist ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Renald wird höchster Freude über eure Leistungen sein. Ich wünsche euch alles Gute. Gut. Das heißt, wir haben jetzt durchaus einen Profit gemacht. Von ein paar 100 Goldstücke. Das ist schon nicht schlecht. So, jetzt haben wir das hinter uns. Jetzt können wir auch wieder fort. Ist schon geschehen. Und steht Sache, als nächstes kommen die Slums tatsächlich nochmal dran. Weil ich brauche noch etwas. Ich brauche noch 2 Aufträge, bevor ich jetzt aus der Stadt rausgehe endgültig. Kümmere ich mich noch um eine Sache. Und zwar mag ich noch die Festung der Danis. Und ich hätte noch ganz gern... Wie viel Uhr haben wir es eigentlich? 19. Stunde, okay. Weil das kam mir irgendwie so dunkel vor schon. Ich hätte gern die Festung der Danisee. Und die Windsperrhügel hätte ich noch ganz gern. Aber... Bevor ich das noch vergesse, gehen wir jetzt nochmal ins Regierungsviertel. Weil du kann ich noch den Schädel vom Neb abgeben. So. Ich bin dabei. Alle hopp. Und dann mal dort hier. Edelmann. Okay, war da nicht irgendwann auch noch ein Bu? Der Bu. Wer seid ihr? Hallo, werter Herr. Merkwürdig Aufenthaltsort von kleinen Bu. Ich hab mich verirrt, werter Herr. Ich soll jemanden finden, der mein Dorf helfen kann, aber mir ist alles gestohlen worden. Niemand kann mir helfen. Ja, warum braucht dann der Dorfhelfer? Ich stamme aus Imnistal in der Oberhügel, ist ein Leid verschwunden. Ein paar von ihnen sind wieder aufgetaucht, aber die waren alle irgendwie außer sich und verrückt. Und schlimmer noch, alle Sachen, dass merkwürdige Tiere draußen in den Bergen gesehen hätten. Alle hätten so Angst, manche Sachen sogar, dass Uma selbst zurückgekehrt ist. Wer ist die Uma? Uma war eine Hex, die vor langer Zeit in Arme Angst und Schrecke verbreitet hat. Meine Mama hat gesagt, dass die Berge nur ihr benannt worden sein sollen, aber die ist vor so langer Zeit verschwunden, dass sich niemand mehr daran erinnert, was passiert ist. Viele Leute sagen, dass sie zurückkommen ist, um sich an uns zu rächen. Die Mama hat gesagt, das wäre nur Geschichte, aber ich weiß nicht so recht. Was gibt's dann für Belohnung? Ich weiß nicht, ihr müsst mit mir nicht der Leute retten. Er ist der Bürgermeister, er ist der Bäuermeister. Tja, die Belohnung sollte wohl angemessen sein. Ich werde in euer Dorf kommen und gucken, was ich tun kann. Ich bin mir sicher, dass ihr das ist. Oh, ich bin euch so dankbar. Ja, normalerweise wird man von dem einfach arg gequatscht. Aber die Uma-Hügel wollte ich mal auch noch holen. Ich meine, wir müssen wegen der Jagd noch Valiga Cortala sowieso in die Uma-Hügel. Da hätten wir denn die Quest gekriegt. Aber ich hätte es auch ganz gern jetzt so einfach genommen. Okay, jetzt, der eklige Kopf geht an den Korgan. Der Korgan kann man das Kopfgeld jetzt abholen. Das kriegt man bei dem hier, beim Hochkommissar Brega. Wählt euch etwas, Bürger. Ich habe den Kopf von einem Zwerg Nepp, einem Kindsmörder. Für sein Tod erwarte ich allerdings eine Belohnung. Wollen wir doch mal sehen, was ihr da habt. Ja, trotz des Zustandes des Kopfes handelt es sich offenbar um das Subjekt, nach dem wir suchen. Ihr habt keine Vorstellung, was für eine verabscheuungswürdige Kreatur dieser Nepp war. Oder vielleicht doch. Na, mit dem auch sei. Wir bedanken uns für eure Hilfe. Ich hoffe, diese Belohnung hier ist angemessen. 2500 Gold und Rufpunkt. Ich weiß, dass auch die flammende Faust ihm auf den Fersen war. Das sind Söldner aus Baldurs Tor, die als Gilde organisiert sind. Ich werde ihnen einen Brief zukommen lassen, in dem euch eure Handlungsweise erklären und mitteile werde, dass sie ihre Suche gedrost einstellen können. Aber nochmals herzlichen Dank, Bürger. Ihr habt recht getan. Ich halte das für ein sehr angenehmes Arrangement. Ja, so sieht's aus. Jetzt sind wir bei unbeliebt auf 6. Das ist okay. Ich warte. Gute Idee, dass wir weil so kann ich mir nämlich auch in der Festung der Danisee noch was erleiden. Was leichter, ohne gleich auf verhasst runter zu rutschen. Okay. Ich mag am Moment meine Leute einfach mal so probieren zu retten. Ich hoffe, das bringt was. Korgan hat nichts zur Sache. Anomen auch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe Der Ede nicht. Und die geschwätzige Wiki, die hat auch nichts zur Sache. Ich kümmere mich drum. Okay. Dann gehen wir jetzt noch in die Slums rein.
Und an der Stelle würde ich eigentlich auch sogar jetzt schon meinen Cut setzen, wenn ich in der Kupferkrone bin. Erstmal aus dem ekelhaften Regen raus. So, kommen wir noch. Ihr wollt nicht so lange im Regen sein, das weiß ich doch. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Ja, bla bla. Okay, und dann die Sache, hier mache ich meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Uffpelzig, Schatten von einem Uffpelzig. Und zu dem eloquente Herr, der uns einen Vorschlag machen will, möchte ich auch noch gehen. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen dann. Ayan Yankee.